Da bin ich einer. Was ist da noch drin? Und außer Pornos gibt da nichts, oder was? Vielleicht bin ich nur scheiße. Wer quatscht da? Aha. Ja, da gibt es noch Feinde. Inventarbericht. Schau die Berichte. Ja, Cowboy. Der baut der Hummel zwischen die Augen. Was? Oh, wer ist da? Ja, Miss Moore. Du blöde Kuh. Der war Miss Moore. Die hat die besten Tage hinter sich. Und für die Republik ist gescheitert. Ja gut, wundert mich nicht. Einen Kier, da schon. Mit dem Kier kann die weitergehen. Was sagt er? Terroristen benutzen weit im Brett. Der schlimmste seiner Art. Da haben sie ein Billardzimmer. Und das war das nicht das Kammer von Miss Moore? Ich hör's von da aus, komm ich doch. In das Kraftwerk. Zeigt da ein Kraftwerk. Dort auf den Scheiß aus. Scheißt du da? Nicht wieder. Na, reicht schon? Der Quartiermeister. Und die Schnauze, gell? Der Versucher, die haben mich. Das ist mein Quartiermeister. War das dein Quartier? Da hat doch gar nichts. Also so, das ist schon wurscht, oder? Wenn das Kammer singt. Ein Reparatursatz, ja, da schon. Flüssigkeit ein. Und dann bin ich, aha, da drin. Sachte, Vorsicht! Der Legionär da, ha? Ein sehr Brocken. Mit dem Kreuz abgeschlossen hast. Hoppala. Das war der Mikey. Ne, die hab ich. Also der Bruder da unten, der sieht mir zu. Aber wir sind da irgendwo verkehrt rum. Laut Karten muss ich woanders hin. So, jetzt bin ich im Quartier. Ich glaube, wir müssen den anderen Weg nehmen.
Und die Map sagt Tommy. Ah, wer komme ich ran um? Bin ich da wieder? Ja, der Mr. Fantastic. Den noch wegfressen. Mit der Schüsseln. Dann erzählt er zumindest komplett zu mir. Bin ich da wieder? Also laut Zeit bleiben wir nicht da hinten. Das örtliche Kraftwerk aktivieren. Also komm, bleib mir. Ich hab da irgendwas nicht betätigt, gell? Geht die da drin? Scheiße, die drüber Seiten. Also, wenn du mich fragst, ein deppertes Finale. Ein bisschen gorlästig. Bei ihren? Nein. Aber jetzt sagt man wieder hinten in das Kammer, gell? Ja, wenn ich da was betätige, oder wie? Denkt ihr da was zum Betätigen? Ich sehe da nichts. Mein Gott, da ist was. Oh Gott, ein Weg war das. Zur Ostseite des Dams gehen. Gut, gehen wir zur Ostseite. Und wo ist die Ostseite? Da unten raus. Wir haben so eine Suppenküche. Mit Santa Barilla. Sie das Licht erledigen. Haben die noch nicht nur.
Hüpfel rum, um Gottes Willen. Hey, Centurio, wie schaut das unten? Der Kettensack, Panzerbüchsen und die Nüsse dabei. Dann warten sie auf den Kriegspfad. Aber jetzt glaube ich, habe ich die Hülsen mitgemacht, kann ich sagen. So, ich sollte wohl über die ganze Stadt marschieren. Aber mit Unterstützung der Maschinen. Auch wenn nicht die schnellsten sind. Also trifft du wunderbar. Aber der hat geworfen. Und Litschen muss setzen. Dort drum im Gebirge. Dann komm ich her. Und er wollte toben. Der Blechhimmel geht mir weg da. Er hat da was anderes gehabt. Eine thermische Lanze. Glaube ich auch. Eine dauerthermische Lanze. Und wie schaut denn aus? Jetzt das letzte Lager der Litschen. Der Stürmer. Schon? Und wie schaut denn aus, Boxer? Der Boxer nimmer. Und das Römer, wie schaut denn aus? Lager des Legaten. Wo liegt denn das? Auf der Karten, genau da hinten. Oh scheiße, das ist das ganze Gebiet. Geh die Knoblaufer. Hey Mann, Mir entkommst du nicht. bist du Boxer? Ja, was haben Geh da. Schön um die Brennober. Probier, ha? So wie der Schluckspecht. Und schluckst du noch? Nimmer, gell? So, mein Waterboxer. Der Fix. Wenn ich so rumzappeln das.
brennst. Spaß. Also wie so oft stellt sich ein Finale letztlich aus, gell? Wie meistens halt. Haben die meisten Spieler an sich, das lässt sich werden. Meisten am Plus aus. Du sag mal, ich hab doch meinen Reparatursatz gehabt. Meine Rüstung damit gehalten, nein. Komplett im Arsch, gell? Im Grunde kann ich ja mit Unterhosen rumrennen. Hätte den gleichen Effekt. Und wie schaut denn aus? Habt ihr ein paar Buchser? Ja, ich schau ein bisschen blöd. Und wie schaut denn aus? Bin ich gerade dumm schauen oder bin ich da watschen? Ein Gesandter aus Vegas. Und doch benimmst du dich wie im Krieg. Du kannst nicht wirklich aus dieser Stadt der Feiglinge kommen. Du versuchst mit Worten zu kämpfen, wie alle unter der Flagge des Bären. Hoffentlich weißt du auch, wie man mit richtigen Waffen umgeht. Du möchtest also verschont werden, kapitulieren. Die Straßen der RNK sind gepflastert mit den Leichen jener, die versucht haben, mit uns zu verhandeln. Spar dir deine Reden. Wir werden den Hoover-Staudamm einnehmen und weiter vorrücken, bis wir die untergehende Sonne unter unseren Füßen zermalmen. Der Hoover-Staudamm war nie mit der versammelten Stärke des Ostens konfrontiert. Nur mit Legaten wie Graham, der Caesars Feuer verdiente. Jetzt bin ich hier und der Weg der Legion in den Westen ist gepflastert mit Leichen aus deinem Volk. Aber, weiter geht die Maschine, 70. Also Kumpel, Schluss mit dem Gelauber. Für die Legion. Für Bayer, da ist um. Tot, Gut, aber. Ja, mit dem riesen Hackel schön. Wir büßen. Oh, Freunde, das macht ernst. Oh, brennt oder? Oh, Scheiße, ich hänge irgendwo. Hol mir eine Droschen in die Hütten. Und gespeichert habe ich wo? Warte noch einer. Da habe ich gespeichert. Aber da Baum. Anderer Blanke. Erdbeer spritzen. Da brauche ich ein bisschen Psycho, damit ich durchdrehe. Ja, Kumpel. Vertragst du Plasmaminen? Das sehen wir gleich. Den Lucky dann oben. Und dann schauen wir mal, was er sagt. Ein Gesandter aus Vegas. Ja, Lanius, warte mal. Soll ich mal sagen, das Gequatsche können wir uns spannen, oder? Der Schlung da man sowieso. Wir werden sehen, wie tapfer du bist, wenn du mit dem Gesicht nach Westen an die Mauern des Hoover-Staudamms genagelt bist und deine Welt sterben siehst. No, kriegst du gern. Tote! Verdammt sollst du sein. Freunde, Deckung. Plasma.
Der Schuppengrottig. Oh, Scheiße. Er rennt wie ein Damischer. Also, mir habe ich gut gelegt. Mit der Kamera, oder werde ich ihn bestimmt überzeugen. Aber mit Baby Annabelle. Die meine ich vorhin bestimmt. Ja, wo ist der gegangen, Schü? Bei 72% ins Gebirge geschossen. Ja, was soll das sein? Er hat ja gesessen. Aber Freunde, der hat gesessen, schön. Der hat von den Socken gehauen. Die Rakete war zu viel des Guten. Alter, da liegt er. War er das? War er nicht, oder? Den Depp habe ich zum Mund geschossen. Da liegt er rum. Das Halbpulver des Legaten. Die Klinge des Ostens. Und der Legatenhelm. Den mag ich haben. Der steht mir genauso. Jawohl. Beim Festhalten. Der zukünftige Legate kommt. Der Veteran hat die von den Socken gehauen. Im wahrsten Sinne. Von den Beinen hat es ihn gerissen. Den Täter hat er verriegelt, nicht der Ernst. Du sollst mal laut bleiben, wo möchtest du hin? Möcht wieder da oben. Ist das ein Deal? Ich glaube, du brauchst einen Key. Die war die blöde Kur. Ich bin blöd doch. Blöde Kur. So, da haben wir jetzt, das doch, die RNK. Wir sind doch Freund, oder? Irgendwie können wir uns einigen.
Caesar am Kreuz. Sowas wie Sie heute geleistet haben, habe ich lange nicht gesehen. Verdammt lange nicht. Und das Kreischen der Legion-Bastarde, als sie blindlings nach Osten davongelaufen sind. Wie ein Engelschor für meine Ohren. Apropos, diese verrückte Lichtshow über dem Fort. Was zum Teufel war das? Haben Sie den Daumen Gottes gerufen? Unglaublich, einfach unglaublich. Von Ihrer Sorte könnte ich 100 gebrauchen. Ich würde sie einfach im Osten wie Springteufel verteilen und auf die gefiederten Wichser loslassen. Der Oliver. Bei dir ein Tundreff. So, dann nehmen wir jetzt. Glücksspiel? Was? Wollen Sie etwa eine Partie spielen, jetzt, wo sich der Rauch verzogen hat? Selbstverständlich. Kumpel, wird sich gleich brennen. Was soll die Brahmin-Scheiße? Fühlt sich nicht so an, als würden wir hier gleich Kumbaya singen. Angreifen. Da sind wir, Oliver. Wie schaut das mit der Kapitulation? Wovon zum Teufel reden Sie? Was ist das? Freihandelszone von New Vegas? Was zum Teufel bedeutet das? Ah, Moment. So läuft das also. Verlangt sofortigen Rückzug der RNK? Rückzug? Zum Teufel mit dem Rückzug! Wir haben den Damm nicht gehalten, um ihn wegzugeben. Ihr Stückchen Papier? Damit wische ich mir nicht mal den Hintern ab. Meinen Sie, ich packe meinen Knöchel und lasse es mir wie die Legion besorgen? Angreifen. Also General Oliver, der Meinung interessiert mich nicht. Sie wissen, dass ich den Damm niemandem überlassen werde. Und ganz sicher nicht dem Unsichtbaren von Vegas und seiner neuen rechten Hand der Woche. Bin die neue rechte Hand der letzten Woche. Wir halten uns hier seit Jahren und haben einen Legaten so versohlt, dass Caesar ihn verbrannt hat. Das ist unser Posten. Wir haben für ihn gekämpft. Ich werde heute wieder für ihn kämpfen. Wenn Sie mich davon abhalten wollen, sollten Sie schon weit bessere Argumente haben. Also sag mal, mit diplomatischen Mitteln können wir es nicht lösen. Ich denke, dass Sie sich genug verausgabt haben. Meine Chancen sind recht gut. Wie gesagt, werde ich am Damm bleiben, jetzt wo die Legion am Boden ist. Hier drüben! Der ist fix. Wobei der General, der liegt schon. Den wir nicht ausgehalten. Wissen Sie, ich hatte schon tausende Angestellte. Nur wenige haben meine Erwartungen erfüllt. Noch weniger haben sie übertroffen. Ihre Leistung war spektakulär. Wenn ich wieder einen Spezialisten Ihres Kalibers benötige, weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Dann mal zurück nach Vegas. Ich sollte mich wirklich um diese Einschienenbahn kümmern. Mit all den neuen Ressourcen. Ich kann sicherstellen, dass sie nicht nur verkehrt, sondern auch nach Fahrplan. Das hat mich schon immer gestört, diese Ungenauigkeit. Übrigens, keine Angst wegen dem Unfall des Generals. Es war eine Gnade, ihm die Schmach zu ersparen, die Niederlage seiner Nation zu überleben. Präsident Kimball wird den Tod seines Freundes zwar rächen wollen, aber dafür wird er nicht mehr lange genug im Amt sein. Vegas könnte ein paar Monate, ein halbes Jahr einen Umsatzrückgang erleiden. Aber schon bald werden die Touristen und ihr Geld zurückkehren. Vegas wird ein funkelndes Juwel inmitten der Wüste sein. Eine Oase des Lichts, ein Leuchtfeuer, das den Menschen den Weg zu den Sternen weist. Und das ist nur der Anfang, wie Sie sehen werden. Dann beginnt alles. Und so betrog der Kurier, der einst auf einem Friedhof bei Good Springs dem Tod von der Schippe gesprungen war, den Tod erneut. Und das Mojave-Ödland änderte sich dauerhaft. Die Securiton-Armee von Mr. House übernahm Hoover Dam und Strip. So wurden die Legion und die erschöpfte RNK komplett aus New Vegas getrieben. Mr. House leitete New Vegas weiter auf seine Art als despotische Vision von Vorkriegspracht. Die Straßen waren ordentlich, effizient und kalt.
New Vegas war weiterhin der einzige Ort im Ödland, wo Vermögen in einem Augenblick gewonnen und verloren wurden. Der Kurier sorgte als gutherziger Freund der Ödlandbewohner dafür, dass Mr. House künftigen Generationen ein stabiles, sicheres New Vegas schuf. Mr. House gewährte ihm jeden im Lucky 38 zur Verfügung stehenden Luxus, sowohl aus Dankbarkeit als auch aus Stolz über die Wahl seiner Lieutenants. Tabitha und Rhonda zogen durch Caesars Land nach Osten. Manchmal fanden Geschichten über ihre Taten den Weg nach Westen, wurden aber kaum geglaubt. Schließlich wurden die Geschichten über das Duo gesammelt und veröffentlicht und erwiesen sich als beliebte Kinderlektüre. Mr. House zeigte wenig Interesse an den Rumsern, die sich schließlich aus Nellis herauswagten und mit Reisenden Handel trieben. Begraben unter Tonnen von Geröll war der Mojave-Verband der Bruderschaft ausgelöscht worden. Die wenigen, die während der Zerstörung des Bunkers fern von Hidden Valley waren, begannen ein neues Leben oder schlossen sich anderen Verbänden an. Die Unholde griffen während der zweiten Schlacht am Hoover-Staudamm Camp McCarran an. Aber die RNK wehrte den Angriff mit minimalen Verlusten ab. Nachdem Mr. House die Kontrolle über das äußere Vegas übernommen hatte, löschten seine Securitons die übrigen Unholde vollständig aus. Nachdem Mr. House die Kontrolle über New Vegas hatte, schickte er einen Securitron nach Good Springs als Dank für die Unterstützung des Kuriers. Victor war jedoch ein zwiespältiger Segen. Überwachte er doch ständig die Stadt für Mr. House. Trotz der Vernichtung der Cassidy-Karawane lebte Cass noch weitere 30 Jahre. Sie kehrte in den Westen zurück und starb in einer kleinen Hütte vor Walled City, den Rosenanhänger noch immer um ihren Hals. Nachdem wir über Generationen nur Prügel kassiert hatten, wurden die Großkane schließlich vom Kurier erledigt. Die wenigen, die dem Zaun des Kuriers entkommen sind, zogen nach Norden, in die Wildnis von Idaho, wo sie einen neuen Wiederaufbau versuchten. Dank des Kuriers und Lilly konnte kurz nach Abschluss von Dr. Henrys Experiment ein Heilmittel für die Schizophrenie des Nachtvolks gefunden werden. Nachtvolk und andere Supermutanten des Ödlands kamen in Scharen nach Jacobstown. Die Stadt wurde ein Zufluchtsort für Mutanten, die Frieden suchten. Lilly nahm weiterhin die halbe Dosis ihrer Medikamente. Und obwohl sie sich an ihre Enkel erinnerte, blieb ihr Geist benebelt und konfus. Eines Tages sagte sie dem Kurier Lebewohl und machte sich auf nach Westen, auf die Suche nach dem, was von ihrer Vergangenheit übrig geblieben war. Mr. House beschuldigte die Kings aufgrund der Verbindungen zur RNK des Verrats und bestrafte sie, indem er sie gewaltsam entfernen ließ. Die Kings widersetzten sich und wurden von Houses Securitrons vollständig ausgelöscht. Die Faulheit der Eigenbrötler wurde ihnen schließlich zum Verhängnis, als die Legion Camp Golf angriff. Die Überlebenden des Angriffs wollten fliehen, wurden aber beim Mojave Outpost gefangen, vors Kriegsgericht gestellt und am Ranger-Denkmal gehängt. Obwohl Novak für die Legion nur ein untergeordnetes Ziel war, starben viele Bürger Novaks bei der Verteidigung. In den folgenden Wochen kamen Bright-Anhänger nach Novak zurück, halfen beim Aufbau der Verteidigung und sicherten die Unabhängigkeit von der RNK. Nach der Schlacht am Hoover-Staudamm verschwanden die führungslosen Pulverbanditen der JVA ins Ödland und ließen das Gefängnis verlassen zurück. Nach der Schlacht am Hoover-Staudamm verschwanden die führungslosen Pulverbanditen der JVA ins Ödland und ließen das Gefängnis verlassen zurück. Die mit improvisierten Sprengstoffen und gestohlenen Waffen ausgerüsteten Pulverbanditen aus Vault 19 quälten das Mojave-Ödland über Jahre hinweg. Bürger der RNK waren die bevorzugten Ziele und erlitten immer die schlimmsten Schicksale. Nach der zweiten Schlacht am Hoover-Staudamm sorgte Sheriff Myers auf seine Art für Ordnung in Primm. Die meisten Leute behandelte er fair, aber ab und zu endete jemand im Grab, ohne dass echte Beweise gegen ihn vorlagen. Und so endete der Weg des Kuriers. Vorerst. In der neuen Welt des Mojave-Ödlands ging das Kämpfen weiter. Blut wurde vergossen und viele lebten und starben, genau wie in der alten Welt. Denn Krieg bleibt immer gleich.